Begrüß ihn in den Namen des Herrn Jesus. Ich will für dich reden über unser Verhältnis mit Christus, die Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft mit Gott ist auf zwei Stufen zu sein in Gott sein Wort. Und ich glaube, viele Christen lernen Gott bloß kennen auf der ersten Stufe und nicht wirklich auf der zweiten. In Psalm 98 oder 89, Vers 14 und 15, das ist alle beide anwesend. Ich werde den Vers erst lesen. Psalm 8, oder 89, Vers 14. Da sagt er, du hast einen gewaltigen Arm, stark als deine rechte Hand, der ist hoch abgehoben. Du regierst gerecht und aufrichtig, dort ist immer zu sein, wo leiftolig und treu du bist. Erstlich, sei wie Gott seine Hand oder Gott seinen starken Arm. Gott hat sich offenbaren durch seine Kraft. Wir sind bekannt mit Römer Kapitel 1, wo das sagt, dass die Dinge, die von Gott weiten sind, die kann wir anerkennen, durch was er gemerkt hat. Alles, was er gemerkt hat, ist ein Zeugnis von seiner Kraft, von seiner starken Hand. Aber du hast noch eine Stufe von Gott kennenlernen, bitte seine Hand. Wenn wir ein kleines Kind haben, dort wir sehr besorgen und die sind ganz abhängig von den Eltern ihrer Hand. Und Handdrehen, wo die viel Hand zu drehen, die zu pflegen, die zu fordern, und alles sind ganz abhängig von den Eltern ihrer Hand. Und klar so sind wir auch abhängig von Gott seiner Hand. Und dort ist die erste Stufe, wo wir Gott kennenlernen. Er sagt dort, wir kennenlernen, gewusst durch dort, was er gemerkt hat, durch die Welt und alles, was er geschaffen hat. Wir wollen ein bisschen nur Psalm 104 drehen, und von Vers 24 durch 29 lesen. Psalm 104. Wenn Sie in die Bibel haben, dreht nur Psalm 104. Weil wir sehen, wo Gott seine Hand, wo Gott sich offenbaren hat, ich darf, was er mit seiner Hand gemerkt hat, und was er mit seiner Hand tat. Psalm 104, Vers 24, sagt er, O Herr, wo sind deine Worte doch so viel und so groß? In deiner Weisheit hast du dort alle gemerkt. Und der Erde ist voll von dem, was du geschaffen hast. Du hast dort mehr, groß und breit. Dort krävelt voll große und kleine Tieren. Dort sei nicht zu teilen sind. Du fuhren die Schäpe kamen her und haben die große Fisch, die du gemerkt hast, ein lustiges Leben. Diese rechnen alle damit, dass du an der rechten Zeit fordern wirst. Wenn du an dort gibst, sammeln sie dort ab. Wenn du deine Hand aufmerkst, werden die voll dort Goude aller Sort, oder von der Goude aller Sort. Wenn du dein Gesicht verstärkst, überkommt an eine schreckliche Angst. Wenn du den Odem wegnimmst, sterben sie und werden weiter zu Stoff. Hier sei wie Gott seine Hand an der Arbeit. Alle Tiere, alles was Gott gemerkt hat, sind alle abhängig von Gott seiner Hand. Wenn Gott seine Hand aufmerkt, dann haben die alle zufrieden.
Aber sagt dort, wenn Gott sein Angesicht wegdreht, dann kommt eine große Schreck über die Eva. So hier sei wieder der Unterschied zwischen seiner Hand und sein Angesicht. Krieg so als unsere Kinder von klein an ganz abhängig sind von unser Hängen, so sind wir auch von Gott seine Hängen. Ganz abhängig. Und das wo das Verhältnis anfangen wird. Das wo ein Verhältnis zwischen kleinen Kindern und Älteren, wo das Verhältnis gebildet wird, wenn die Älteren die Kinder dienen. Die kleinen Kinder, die kennen die Älteren noch nicht dienen. Das ist bloß ein Weg. Alles, Mama, Papa, dann alles für die kleinen Kinder. Mit Erde hängen, versorgen sie alles für die kleinen Kinder. Aber das geht nicht sehr lang, was die Eltern die Kleinen abheben und vor sich stellen in ein Gesicht kicken. Und vertalen zu das kleine Kind. Und weil jeder hat, die soll smilen oder die soll ein Gelüt merken, die wollen ein Verhältnis haben. Das ist nicht genug bloß antworten, bloß bedienen, bloß ihre Bedürfnisse erfüllen. Die wollen ein Verhältnis haben damit. Und krieg so, weil Gott auch mit dir und mir. Wir sind ganz abhängig von seinen Hängen, das was wir am kennenlernen. Das was wir even gewohnt sind, dass du an Gott erst, so wie Chicken, rumchicken, was er geschaffen hat. Das ist was Gott nicht würde sein. Du mit so, wo wir du mit bekannt. Das ist einmal Kapitel 1 ans erklären, dass durch alles, was er gemerkt hat, kann wir sein und weiten, dass du in Gott erst. Aber das ist nicht genug. Gott will ein Verhältnis mit haben. Gott will haben, wir sollen mal Angesicht zu Angesicht kommen. Wir sollen nicht mal bloß nur seine Hand checken. Dort ist die erste Stufe von einem Verhältnis mit ihm. Nur seine Hand checken. Und jo, wir wollen nicht bei da kommen, wo wir nicht mehr von seiner Hand abhängig sind, aber dort ist nicht, wo er das will haben, dass wir das bis durchloten sollen. Dass wir immer bis sollen seine Hand checken. Wo würden wir uns fallen, wenn unsere Kinder abwaschen? Wir haben ganz bedient, von klein an, alles, die Gift, alles für die getan, und die waschen ab, und das bleibt bloß dort. Die würden nicht für sich selbst tun, die würden nicht für uns tun, die würden nicht für den Nächsten tun, die würden immer bloß abhängig sein, und bloß immer nur an sie hängen checken, dass wir alles würden für die tun. Ein ganzer Dashfall, Kinder, vielleicht auch Teenagers, und die mussten noch alle mit einem Lepel gefordert, die mussten alle mit Müll gewaschen, die mussten alles für die getan. Jeder Samaris, die mussten alle angetragen, die mussten alle geboten. Das wird ab ihres schlimm sein, das wird ab ihres traurig sein. Weißt du? So soll das nicht sein. Das ist nicht ein gesunder Weg, wo Kinder abwaschen tun. Das fängt du an, das geht der Anfang, du hast kein Problem nicht mehr. Eltern sind gar nicht bautlos, wenn ihr 2 Monate Baby sich nicht selbst fordern hat oder nicht antworten hat, wenn sie eine Frau tun. Das ist ganz normal. Die sind ganz abhängig von unseren Hängen. Aber wenn es dabei bleiben wird, Jahr, nur Jahr, nur Jahr, dann ist das something mit euch. Und krieg so erst dort in uns Verhältnis mit Gott, das fängt an, indem, dass es bloß einen Weg geht. Gott hat uns gemerkt, Gott hat uns für alles versorgen, wir ropen nur an, kannst du das kleine Kind rühren dort, und dann kommen die Eltern und helfen dort, Gott hält uns, wir können uns selbst nicht halten. Wir sind ganz abhängig von ihm. Aber wir sind allein ein Kind Gottes gewesen. Und wir checken immer bloß in seine Hand. Immer bloß schlimm wie und schlimm wie und schlimm wie. Wir wussten nicht ab. Wir sind scheinbar nicht dafür mal Zeit nehmen, als mal durchsaten, oder als die Sache fallen, und mal, bloß mal mit einem Gemeinschaft haben, bloß mal mit einem vertalen. Wir müssen mal, wenn uns was fehlt, dann direkt wie in seine Hand, dann schreiben wir, er soll mal seine Hand wieder aufmerken, er soll uns mal was geben. Weet je, wie viele von uns, die kommen keinmal nicht, oder sind noch keinmal nicht bei der nächsten Stufe gekommen und Gott kennenlernen. In uns Verhältnis, wir blieben immer bloß auf der ersten Stufe. Immer bloß, wenn uns ein bisschen hungert, oder ein bisschen in den Bock verdeckt hat, dann ein Rohrwickel futz. Und ein Schlammwickel in seine Hand. Weet je, einmal lässt Gott uns an so eine Umstände kommen, oder gleich fertig, lass uns so Umstände kommen, dass wir sollen nur arm kommen.
Aber er will nicht haben, dass wir selber bloß einmal auf die erste Stufe bleiben, bloß einmal in seine Hand checken. Weil es was fehlt dann, ja, wir sollen mit alles in den Arm kommen, aber das ist nicht alles, wozu wir sollen in den Arm kommen. Wir sollen in den Arm kommen, Gemeinschaft zu haben mit an. Was mal Zeit spenden mit an. Wie viel wird es das nicht für uns als Eltern, wenn unsere Kinder erst groß genug gewachsen sind und mature genug sind, dass die kommen mit uns vertalen. Sagen sich mal dolen, Frauen, und vertalen wollen, dass jetzt, dass wir mal keine Gemeinschaft haben. Das ist so wertvoll. Vierten die das vielleicht, weil die befreit sind. Weil die erst selbst vielleicht die Familie anfangen. Und dann ab eins, dann wollen wir an, hey, das verändert sich nicht. Die checken nicht mehr bis nach unserer Hand. Nicht bis, weil was fehlen, dann kommen die. Aber nu kommen die Gemeinschaft an. Nicht haben wir gute Verhältnisse, sondern ich habe Vertrauen. Und dort, wo Eltern nur lernen, das wo wir noch verlangen, wir haben voneinander, die von klein an sind. Und wir weiter was Zeit nehmen. Und Gott hat mit uns auch viel Geduld. Und er hilft uns, was uns fehlt. Und wenn wir noch am Europa tun in unserer Not, er hilft uns, aber sein Verlangen ist, Gemeinschaft zu haben mit uns. Weet je, in Psalm 103, Vers 7 sagt dass Gott mir seine Wege bekannt mit Moses. Seine Wege. Und sagt mit der Israel, die sollen bloß seine Wege. Die Israeliten, die kamen keinmal nicht, durch eine Wüste, kamen keinmal nicht bei der zweiten Stufe. Die bleiben immer bloß auf der ersten Stufe. Wenn sie nicht eten wir, dann kamen sie und beschuldigen Moses und sagen, wo hast du uns hier aus Ägypten rausgebracht, dass wir hier verhungern sollen? Ja, da ist der Bockwei. Wenn er nicht Wasser zu trinken wir, oder wenn er Wasser nicht schenkt oder besser wir, dann kamen sie wieder trinken und Grumsäuden war dort, das Wasser wir nicht zu trinken. Und ein oder das andere, immer bloß schlemmen sie, und immer hat zu tun mit das, was Gott in seine Hand entgeben soll. Wo ist das Fleisch, was wir dort in Ägypten hatten? Oder die Griechen und die Melonen und all die Dinge. All die Dinge, was die verlangen, was Gott soll in seine Hand entgeben. Aber keinmal nicht, wo die Gemeinschaft haben. Aber sagte mit Moses, redet Gott so als ein Freund. Angesicht zu Angesicht. So haben wir seine Wege bekannt mit Moses und mit den Israeliten. Die sagen bloß seine Worte. Die sagen bloß seine Hänge. Die sind bekannt mit, wo Gott auf den Berg Sinai raufkam in den Wald. Und Gott hat zu Moses gesagt, er soll die Israeliten alle Seil soll sich reinmerken und 3 Tage soll sie alle an den Berg kommen, nicht den Berg anschieren, aber an den Berg kommen. Und da will Gott angesagt mit ihnen reden. Gott kam rauf auf den Berg und sie können das nicht vertrauen. Seine Hand wollen sie, aber nicht sein Gesicht. Dann gingen sie drei und sagen, oh Moses, wir wollen nicht Gott seine Stimme hören. Das ist zu amtlich. Du musst zu Gott sagen, er sollte die reden, dann kannst du anders sein, aber wir das tun. Aber so nicht wie wir bei Gott gleich. Wir müssen aber nicht in den Hängen kommen. Dort wollen wir. Und was ihr, das kommt nie nicht vorbei. Das kommt nie nicht bei der nächsten Stufe, wo Gott seine Wege können mit mitteilen. Und das ist was mit Abraham da. Als er nach Abraham kam, Abraham, der hat nicht eine lange Liste. Und los er auf und sagt, wenn du mir würdest dit geben, und dort, und jant, und das andere, das würde man so fern, weil er kann all diese Dinge haben. Nichts von so einer Sort. Als Gott nach Abraham kam, dann sagt Abraham, lass mich was reinmerken, lass mich eine Multit reinmerken. Und dann sah er sich doll mit dir und verteilt, und horcht. Als Gott nicht verloren will, dann sagt Gott, soll das von Abraham wegholen, was ich tun will? No, sagt er, ich will Abraham das sein. Dann sagt er, ja, steht er dort am Toll. Sodom und Gomorra. Dort der schrien, als vor mir gekommen,
En als sie komen dat je zeker en zijn of dat zo schlimm is. En dan wordt hij steeds vernichten. En dan vond hij aan te vertalen met Moses. Met Abraham. En Abraham vertaalde en dan weer bezorgd om de radung, om de mensen van de steden, dat die worden geraad worden, dat die worden vernicht worden. En we weten wat God met Abraham reden deed, en de weer niet genoeg, de weer niet mal 10 gerechte aan de steden, maar om Abraham zijn salven, zegt de Bibel, als God dat 4 afschatten deed op Sodom en Gomorra, zegt hij, dan dacht hij aan Abraham en hij raad Lot en zijn familie eruit. Zie, hij had Jemeenschoft met die. Abraham stond niet bloß, weil solange ich bloß in die Hand wordt kriege, dann ist mir das all gut. No, Abraham, der hat ein Verhältnis mit Gott. Und das, wo Gott hängt ran, das ist, was er will, das, wo er ein Verlangen nu hat. Dat hij wel een verhältnis haben mit uns. Nicht bloß, wenn uns die Buch wird dat, nicht bloß, wenn uns wat fehlen dat, dass wir dann worden ankommen. Aber dass wir zu alle Zeit Gemeinschaft haben, wenn wir am Weg gehen, dass wir keine Gemeinschaft haben mit ihm. Im Psalm 109, Vers 26, sagt der Psalmist, hij roept ook uit naar God zijn hulp, sagt er, halt mij, o Herr, mijn God. Halt mij zo als die trouw wat je lijf dort verlangt. Laat mijn vriend zijn, dat het die hand is, dat du, o Herr, dit gedaan hast. Sie zijn één het verlangen, wie, dat hij wil God zijn trouw wat je lijf ervaren. Hij wil een verhältnis hebben. Maar mijn vriend zegt er, laat hij die woorden zijn. Laat hij dat zijn dat du dit gedaan hast. Wo wir in beden zullen staan. Wils, hij beet voor zijn vriend dat hij wordt God zijn hand zijn. Dat wil het aanvangen. Dat. Sie krijgt het met een kleines baby. Dat vangt aan met de hand. Want we de helpen doen. We de bezorgen doen. Zo vangt het met ons aan. Want wie God zijn hand, dat wordt zijn hand komt, dat ervaren doen. Dan worden we aan wie God is. En dan hebben we een verlangen om meer te leren. En dit is wat de psalmist zijn verlangen weer. Dat hij wil God zijn trouw wat je lijf ervaren. En voor zijn vrienden beden, dat wat God nog niet kan. Voor die bedt hij, dat die worden, dat wil aan zijn, dat God dit gedaan had. Zodat die worden aanvang krijgen, zoals een kleine kind. Ervaren dat God goed is. Zijn werken. Dan in Psalm 27, vers 8 en 9. Hier zijn we aan de tweede stufe van een verhältnis met God, wat de psalmist hiervan reden net. Psalm 27, vers 8. Zegt het, als du zeet, kom zeeg mij, zeet mijn hart, die wo ik mij zeten. Dan verstärkt dein Gesicht nicht für mich. Schenk dienen deiner, schenk dienen deiner nicht am euer Tree. Du wirst jij Herr, mein Helper, dann steigt mich nicht tree und verlot mich nicht, o Gott, mein Rader. Op Engels brachte hij een ander woord, wo zegt in vers 8, wo Gott zegt, zeeg mij. Op Engels zegt hij, zeeg mijn gezicht. Niet sure wo wir in de plottische Übersetzer hier gaan uitgelaten, maar hij zegt hier, zeeg mij. Op Engels zegt hij, zeeg mijn gezicht. Een verhältnis. En dan zegt hij, Herr, dien gezicht wo ik zie. Ze zijn hand had hij al ervaren. Op grote weg, op maatje weg. Maar die zegt, als God zegt, dat wil mijn gezicht zeggen, dan zegt hij, dien gezicht wo ik zie. Zegt hij in zijn hart.
En hij deed. En hij erinnert zich, hoe dat had aangevangen. Dat God zijn rader weer. God had met zijn hand aan geraad. In Psalm 31, vers 15, 17, redt hij ook van eerst van zijn hang en dan van zijn gezag. Psalm 31, 15, zegt hij, over Herr, ik verloot mij op die. Ik zei nog immer, du bist mijn God. Meine tijd als een diene hang. Raad mij uit mijn vriend erhang en van die mij nu stonden. Zie, hier kijkt hij naar God zijn hang om hulp te krijgen. Maar dan vers 17, dan zegt hij, kijk dienen Knecht freundlich an. Das hat nichts mit der Hand zu tun. Sag, kijk dienen Knecht freundlich an. Wat meint dat? Een verhältnis. Een dichtet verhältnis. Meeste van jullie zijn bevrijd. En dit kan je herinneren als die een verhältnis aanvangen met je partner. Dat we een grote vrede, want je kan bezit gaan en de hand houden. Is dat kan iemand identifieren? Ja. Dat ging schijn. Dat weer een grote vrede. Hand in hand te voet gaan. Dat je het nog eenmaal schijn, proef dat maar. Maar weet je, dat blijft niet erbij. Wie wil echt tevreden met? Wie wil nog mal angezegd zijn? Wie wil nog mal een gezicht checken? Wie wil meer? Wie wil een dieper verhältnis hebben als bloos aan de hand voeten? En wat je God wil met ons in verhältnis aan. Hij wil met ons gaan. Hij zei dat hij had Israël aan de hand gevoerd en hij daar gewisten geleid. Hij had zijn hand ervaren over bloos Mozes ervoer de tweede stufe. Dat hij angezegd Jemeenschoft had met God. En dat is wat God met jeden een van ons wil. Hij wil gaan dat we zullen immer nog aankomen wat immer ons veelt, dat we al onze bedürfnissen en al onze ongeloof, dat we al aan de aanbrengen. Uit zijn hand krijgen we al die dingen wat ons veelt. Wat Jezus zei in Matthäus 6, vers 33, zegt hij, zeeg eerste, door het recht Gottes en de zin die gerechtigheid, zegt hij, dan wordt je al deze andere dingen toekomen laten. Want we met zo'n verhältnis komen, waar we angezegd gaan, zegt hij, dat wordt met de hang, dat wordt al, wat die veelt, dat wordt al door met bijkomen. Wanneer je best mal in verhältnis hast. Wat we doen het eerste worden tragen, dat wordt ons ziel zijn. Dan in Psalm 13, mag ik ook niet de vers lezen, Psalm 13. En dit is een psalm waar David en de zware tijd weer, en schrijft hij dit is een psalm 13. Zegt er, een van David zijn psalmen ver te zingen. Zegt er, o Herr, hoe lang was du mij zo ganz vergeten? Hoe kon David zo'n stad zijn? Ik geloof, hij had al steeds hier niet Gemeinschaft gehad, angezegd met God. En nu voelt zich aan dat zo, als we God einmal ganz vergeten had. Sagt er, hoe lang was du van mij nicht sein lassen? Hij zei niet die Hand sperren lassen, hij zei nicht sein lassen. En verlangt nur dat verhältnis, wo hij met God kan Gemeinschaft haben. Hoe lang was du die nicht sein lassen? Sagt er, hoe lang soll ich an meine Seele sorgen und mich täglich am Horten ängsten? Wo lang sollen meine Feinde über mich stehen? Sagt er, kijk je mal naar mij.
Hoeveel van jullie ouderen zijn dat jullie kinderen, wanneer je today wel wat erklären? Check hem al me. Don't niet altijd anders gaan checken. Een ander weer harsh mal. Du hast meer wat ik zeggen wil als wat we doen kan. En uitzicht redt zeer luid. En verken we bis het gezegd zijn en daar wil keine weer hier, dat zegt dan alles. Hier zegt David, zegt Gott sagt, check hem onder mij. Wat verken hat Gott nicht al gesagt, check mal onder mij. Aber hier fällt sich einmal so, hey, wir al so weit weg, al so lang, und ich Gemeinschaft gehabt, und sagt er, check mal onder mij, in Vers 4, und gib mir eine Antwort. O Herr, mein Gott, gib mir Augenlicht, dat ich nicht im Tod entschlug. Und mein Feind dann sagen kann, ich habe die Ewermacht oder die Ewerhand über Arm gekriegt. Und meine Jena sich freuen, wenn ich fall. Aber ich verlot mich auf deine truartige Leib. Mein Hart freut sich, dass du so gern helpst. Ich will für Gott singen, und dass er so gut ist zu mir, dass er so gut ist zu mir gewesen. Er hat ein diepes innerliches Verlangen, ein Verhältnis mit Gott zu haben. Und das Gott der Arm einmal sagt, check mal nach mir. Und so reibt er die auch uit und sein Hort und sagt, Gott, check mal nach mir. Und lass mich mal eine Antwort haben. Weißt du, Gott sein Gesagt, sein jafte Antwort, das erste Antwort. Und das war ihm nur verlangen leid. In 1. Johannes 1, Vers 7 sagt es, wenn wir über im Licht von Gott leben, so als er ein Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft einer mit den anderen. In das Blut von seinen Sehen, Jesus Christus merkt uns rein von allen Sünden. Diese Reinigung, die passiert, wenn wir in Gemeinschaft leben mit ihm. Ich habe es probiert, einen Mann zu erklären, Eva und Eva und Eva, was das meint und was das schafft. Und das laatste Werk, als ich das weiter erklären will, auf einmal dachte ich das Licht ab. Und auf einmal sagte, nu kann ich verstehen. Er hat immer gedacht, dass, wenn er sich mit Gott handgeben, dann muss er ganz perfekt sein von nur an. Und er ist sich überzeugt, dass er kann das nicht, und so nur wie er dich sich Gott Hand zu geben. Und er erklärte ihm, was das meint, im Licht wandeln, so dass Gott im Licht ist, mit Gemeinschaft haben mit ihm, und dann reinigt er uns von allen Sünden. Und ich brauchte ein Beispiel von, wat ik me wilt voorbij voorstellen, wilt nennen juist in deze tijd, dat is een deel nate boom, die hebben nog al die oude bladeren aan. De grote boom, die hebben de bladeren alle afgezet, en zijn de oude bladeren even gebleven. Die zijn rijp van niet leven waar verder komen. Maar, sommige van de ekenboom, de jonge ekenboom, die hebben ihre oude bladeren nog alle door. Die worden nog de ganze winter nog aanblijven. En hij had het gemaakt, dat het zo staat weer. Hij zei, hast du gemaakt, wanneer de oude bladeren afvallen? Nee, hij had niet. Ik zei, im Vorjahr, wanneer het nieuwe leven auf een grote komt, dan vallen de oude bladeren af. En ze wordt zijn, waar de nieuwe bladeren staan zijn, er wordt niet eenbaum zijn, wat de oude bladeren nog aanhouden. Die vallen alle af, maar dat passiert bloos, wanneer het nieuwe leven is verdacht komt. Dan valt het oude af. Ich sage hier, wenn wir im Licht wohnen, in Gemeinschaft mit Gott, im Licht wohnen, so er ein Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft einer mit den anderen, und dann reinigt er uns durch das Blut Jesus Christus. Sieh dort erst, wenn wir waschen dann. Das ist unsere Kinder, die waschen nicht ab an einem Tag. Und die maturen noch nicht an einem Tag. Dort ist über Zeit. Langsam fallen die kindlichen Dinge auf. Dus Paulus zei, als ik een kind weer, dan dacht ik zoals een kind.
en ik deed zoals een kind, ik leefde zoals een kind. Operzijde als ik op was, dan dat ik de kindische dingen wegstal. Zie, dat neemt tijd. En wanneer wie God ervaren hebben, zijn hand ervaren hebben, ondergaan, dat hij ons geholpen heeft, hij ons geraad heeft, en hij ons allemaal gegeven heeft wat we brokken, we kunnen immer nur aangaan, wat immer ons fehlen dat, dan willen we door nog een beetje voorbij gaan. We willen nur aangaan, wanneer we niet moe geworden zijn, dat ons er wat fehlen dat, bloos met aan vertalen. Am dankzij zijn. Moet met aan reden over some dingen, wat we in zijn woord vinden, hoe hij wat bezorgd is. Weet je, de beste weg met een mens verkeerd te gaan, is uitvinden wat hij interesseert en dan daarvan vertalen. Daar was geen trouble aan. Maar eens wanneer een mens opkomt, dan speelt ze dat wel, dan wil ik hem schon komen. Weet je best van wat de reden was. Vangst met dit aan, dat je het nu niet gaan. Vangst met dat aan, dat je het nu niet gaan. Ving mal uit wat den mens interesseert. En dan vraag je mal doen. En dan wordt het hem schon komen. Dat is wat verhältnissen schaffen. Krijg zo als het met God. Weet je wel, wie immer best interessiert zijn in onze dingen. En vielleicht gaan je mensen, wat immer best interessiert aan zichzelf. Wanneer het niet om zich aangaat, dan gaan die geen genoten dafür. Dat is de stel, dan die nemen niet poort en de vertaal, wanneer het niet erg onbelangrijk is, of wo zij interessiert aan zijn, die zetten hem op die eerste stufe. Maar wanneer die zich interesseren voor wat de nächsten interessiert, en door aanvangen te vertalen, dan jaagt dat Gemeinschaft. Weet je, God komt naar ons met die dingen wat ons interesseren, wat ons fehlen. Nummer 1, de radung. Hij komt te bid ons dat aan. Hij zegt, ik leef die. We zeggen, maar wat kost je mij leven? Ik zie je maar zo'n slechte mens, wat kost je mij leven? En God zegt, ik leef die. En voor deze slechte dingen wat u van de reden is, ik ga rood of ja. Ik ga het betoeld. Ik bij die aan vergeving en de reiniging van al die dingen. Dan wil je gemeenschap aan. Kom naar mij met al deze dingen. Wil je gemeenschap aan. Zie je, God vangt door aan wo we zijn, wo ons dat fehlen dat. Maar hij wil gaan dat we zelf ook nog maar doorkomen, dat we worden geïnteresseerd zijn in de dingen wat hem interesseren dan. Wo hij bezorgd om is. Wo is hij bezorgd om? Hij is bezorgd om de ganze mensheid en de ganze Welt te raden. Niet bloß mij. Dat is niet genoeg wanneer ik mij raden laat, maar ze zien de hand aan mij checken nou, voor alles wat hij voor mij heeft en wat mij fehlen dat. Maar hij wil gaan, wie zal nog maar aankomen? Zoals Abraham deed. Moet van de nächste stad reden. Door wo er nog vriendschap woont. Je moet God reden over die zaken doen, waar het doorstaat. God wist je door die ook mal een arbeid doen. Weet je, wanneer God wordt Abraham gezegd had, dat du door de stad gaan. En dat voor mij vertelt, dat Abraham wordt voetstad erin was, dat te doen. Maar God wil gaan, wie zal nog mal doorkomen, waar we ook bezorgd en geïnteresseerd zijn aan de dingen, wat arm wichtig zijn. Niet maar dat wat ons fehlen doen. Niet helemaal op de eerste stufe zoals kleine kinderen blijven. Maar moet opwassen. Moet verstaan. Du hast nog meer als bloß wie. Dat handelt zich niet om mij. Dat handelt zich om arm in zijn rijk. In deze wereld. Jetzt ein Vers in Psalm 17, Vers 15. Das Vers ist mir sehr verwirrt gewesen, al viele Jahre. Ich habe mal zu meiner Familie gesagt, wenn ich sterbe, da Jesus kommt, der diesen Vers kann so in meinen Grabstein noch geschrieben. Psalm 17, Vers 15. Und ich hoop dit als in jeder eine von uns verlangen. Das sagt so. Psalm 17, Vers 15 sagt er. Ich überwältige die in Herrlichkeit
aankijken. Wanneer ik opwijk. Wanneer ik opwijk, word ik ganz tevreden zijn, wanneer ik die zei. Is het niet verlangen? Maar best je tevreden, want God die ons de dingen geven net van zijn hand. Best je tevreden met. Velen zijn niet tevreden, maar ze leven half te doen met nog meer van God zijn hand te krijgen. God heeft ons niet zo gemerkt, dat we met de dingen van zijn hand worden tevreden zijn. Hij wil van ongezicht tot ongezicht. Hij wil gemeenschap hebben met ons. Dus hij met Adam en Eva deed hem geworden. Hij ging met die en vertaald met die. Dat is wat hij met Abraham deed. Hij ging vertaald met die. Dat is wat hij met Mozes deed. Hij vertaald met Mozes. Zegt zoals een vriend met zijn vriend vertaald deed. Dat is hoe hij hing eraan was. Weet je, als Jezus wat de tijd kwam, wo hij om kruis gaan wordt, hij ervoer Jemeenschoft met zijn vader en dat we ihn niet gebruiken. Hij had een opene deur naar zijn vader en alles wat van den zijn heen kwam. Als aan wordt vastgenomen en Petrus in Schwert namen en probeert aan te raden, dan zei Jezus zu Petrus, stop dat Schwert weg. Weißt du nicht, dat ik kan bis mijn vader aanroepen? En die wordt met zijn heen, die wordt geven, die wordt schatten, mee te raden. Maar dat is niet hoe zich dat behandelen deed. Dat is niet hoe hij am eerste bekend met wir. Hij werd bekend om den vader zijn willen te doen. Als hij om kruis heen deed, wat wir door, wat aan mij uitschreien, dat wir niet de nagel in zijn heen, dat wir niet, dat zijn karper zo gekweld weer. Zeg, als zijn vader zijn ongezicht wegdraait, dan schreef hij uit, mijn God, waarom hast du mich verloren? Wat doe, had Jezus ook keinmal niet van zijn vader gereed als mijn God. Had immer gereed van mijn vader. Dit was het eerste Mal, wo hij am God naam leid, niet vader. Hij schreef uit, wils de gemeenschap, dat je zegt, dat we doen, we niet doen, dat we niet gebruiken, dat we niet getrouwd. En dan schreef hij uit. De dingen van zijn heen, zei ik wil best immer roken daar, dan wil hij me alles geven, wat ik de vrouw deed. Maar dat weer niet. Wo hij het alles aan bezorgd weer. Wo hij het alles aan bezorgd weer de gemeenschap. Wat is ons grootste bezorgdheid in ons leven? Dat we worden gezond zijn? Dat we worden goed te leven gaan? Dat we worden in vrede kunnen leven in een land waar er niet krijg is en waar het vredig toegaat en alles aan wat het sprak. Wat wordt daar weer het allerste aan bezorgd? Want je God wil ons alle dingen geven wat ons veelt. En hij verspreekt hij wat. Maar waar hij veel dollar bezorgd om is, even als ons de fysische dingen alle te geven wat ons veelt, is een verhältnis met hem. Du hast ein großes Verlangen nu. Heb je ook een verlangen nu? In 4 Mose kapitel 6 geeft God in zijn, en hij geeft het te Aaron, de hoge priester, durch Moses. Hij had een goede verhältnis met Moses, hij vertaalt met Moses. En dan zei hij te Moses, zei te die broeder, en zij aan dat hij en zijn jongens, zij de priesters zijn, dat zij zal mijn volk zegenen. En dan zegt hij, en hier zijn die weer wat ze zal brokken, te mijn volk zegenen. En waar, en plotseling gaan ze dat een beetje
vermisst. Nicht so klar, nicht so fein als auf Englisch, aber das sagt hier in 4. Mose 6, Vers 42, sagt, der Herr redet mit Moses und sagt, sei und in seine Sehens, dit es wo je der Israeliten den Seen geben sollen, sagt er an, dann sagt er, kriegt ihr wieder, sagt er, mocht der Herr die Sehnen in die Schutz geben. Und dann Vers 25 sagt er, mocht er die mit Fried helpen, in jenstig zu diesem. Auf Englisch sagt er, mocht der Herr sein Gesicht auf die Dachen loten. Sie nicht bloß die Dinge von seinen Hängen, aber sein Gesicht. Und dann sagt er, mocht Gott sein Gesicht abheben über die, in die Sehnen. Vers 26 sagt, mocht der Herr dich bei dir bleiben, in die Erfolg in Frieden geben. Und der Herr sagt, wann du dort Volk Israel in meinen Namen sehnen wollen, dann wo ich dort Volk sehnen. Nicht bloß mit den Dingen von seinen Hängen, aber mit seinem Gesicht. Ein Vierteljet Gesicht. Nu wat checkt wie? Wann wie nu Gott checkt? Checkt wir was jeder Tag nach seinen Hängen? Das ist aber nicht viel anders als die Tiere. Er sagt, die checken alle nach Gott seine Hand, und wenn er die Hand aufmerkt, und fordert, dann sind die alle gefordert, sind die alle zufrieden. Sagt wie auch das so? Oder war wie mehr von Gott als dort? Go wie, wenn ons Buch voll ist, und wenn alles in Ordnung ist, und wir keinen Trouble haben, go wie dann auch nach Gott, und vertrauen mit ihm. Abraham, sag ich an Abraham, der sagt, er mir eine Multitude reid für Gott, und brachte die, und er sagte, und vertraut, und horcht. Das ist am Vertrauen, nein. Hat Gemeinschaft. Wisst ihr was? Gott sagt dort, Abraham, dort wir ein Mann, was er sein Freund nahm. Weißt du, wenn du zu somebody vertellen das, aber du vertellst nie nicht zu dir, aber du vertellst jedem mal zu dem, wirst du dort den Freund nahmen? No, ich glaube nicht. Vielleicht ein Customer, oder ein Nobara, was immer können vielleicht sagen über Freund, wo ich nicht wirklich nennen kann. Aber wenn du Verwandtschaft hast, Gemeinschaft hast, und ein Bad Weg ohne, dann kannst du den Freund nennen. Und sagt, Abraham war Gott sein Freund genannt. Das hat Gemeinschaft mit ihm. Der vertraut mit ihm. Nicht bloß über die Dinge, die ihm anbelangt, aber über die Dinge, was Gott wichtig wird. Was Gott anbelangt. Ich würde sagen, Tauroden, wenn wir Gott segnen, auf die zweite Stufe, nicht bloß auf die erste. Nicht bloß, dass sie eine Hänge checken, nur all das, was uns fehlen hat. Aber wenn wir nur das Verhältnis sehen, Angesicht zu Angesicht, mit Gott in Gemeinschaft. Na, das ist nicht physisch. Wir können Gott Gesicht nicht sehen mit unseren Ohren, und mit unseren geistlichen Ohren haben. Und wir haben Glauben, nur am kommen, in Gemeinschaft haben mit ihm. Mit ihm vertrauen über die Dinge, was sein Recht anbelangt dann hier auf Erde. Du hast sehr interessiert an. Da wollte ich auch sagen, soll ich dort von dir wegholen, was ich hier will tun? No, ich will dir noch sagen. Sie ist auch interessiert an. Der will ein Port sein an. Und das will Gott nur checken. Das will Gott von jedem einen von uns will. Mocht der Herr uns helfen, dass wir unsere Ohren ein bisschen abheben. Nicht bloß seine Hände checken, aber sein Gesicht. Und sei, was ich da uns sagen wird. Dass wir ein tieferes Verhältnis haben mit ihm. Laten wir beten.
Dankeschön, Herr Gott, für deine Treu an ihr Leben, die so groß ist zu uns. Herr, ich weiß wieder nichts von dir wissen. Leitst du uns erfahren, deine Leben, deine Hand, wie ab uns. Deine Hand hat uns gemerkt. Du hast für uns versorgt, dass wir nichts selbst können und nichts wissen. Und wenn wir zurückchecken, dann sagen wir, Herr, wo du uns hast beschützt, wo du uns hast gelehrt, wo du uns hast geholfen, und dann wo du uns hast gerat, als die uitschreien nur die. Aber ich danke dir, Gott, dass du noch wieder was mit uns Gemeinschaft haben. Nicht bloß, so wie wir sollen kommen, nur dort, wo du deine Hänge hast für uns, aber dass wir sollen abchecken nur die, dass du was ein Verhältnis haben mit uns. Dankeschön für so ein gutes Vorbild, als du für uns wirst, als du hier auf der Erde wirst, wo du das nicht so wichtig wird zu dir, Herr Jesus, aus dein Verhältnis mit deinem Vater, in dein Vater sein Verhältnis mit dir. Dass du einmal seht, mit einer lauten Stimme vom Himmel, das ist mein Leiber sehen, und den ich wohlgefallen habe. Herr, ich bete, dass wir auch würden, nur die kommen, in so ein Verhältnis sehen, dass du auch kannst, zu uns reden und wie mit dir, nicht bloß über die Dinge, die uns fehlen und uns jankern, aber über die Dinge, die dir direkt anbelangen, so dass wir können Import sein von deinen Recken, von deiner Arbeit, mit die Taubschafen und Gemeinschaft, dass wir können deine Mitarbeiter sein, so als die wird sein. Herr, help uns zu dass wir würden wachsen und teilnehmen in diese Dinge, dass wir würden wirklich abwachsen in uns Verhältnis mit dir. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.